Holle. Es war einmal eine Frau, die hatte 2 Töchter. Eine war die richtige Tochter, die andere die Stieftochter. Das eine Mädchen, die Stieftochter nämlich, ist ganz eine fleissige und liebe, das andere ganz eine faule und böse. Aber die Mutter hat die eigene Faule viel lieber gehabt. Und darum hat die andere immer alle Arbeit alleine erledigen. Sie musste immer kochen, waschen und alle Kleider flicken und ist stundenlang am Brunnen gesessen und hat genäht und genäht und genäht. Immer muss ich kochen, waschen, Kleider flicken, am Brunnen sitzen. Das Danke höre ich nie dafür. Es ist lange, dass ich die Liebe spüre. Vom vielen Nähen aber sind ihre Finger ganz wund geworden und haben angefangen zu blüten wie verrückt. Oh nein, so kann ich nicht weiter nähen. Meine Nadel ist ja schon ganz rot geworden vor lauter Blut. Ich muss sie waschen. Und sie bückt sich weit runter im Brunnen. Aber da geht ihr die Nadel aus der Hand und tief runter auf den Grund vom Brunnen. Brüllend läuft sie zu ihrer Stiefmutter und ruft: Mutter, die Nadel ist mir in den Brunnen gefallen. Ich habe es nicht extra gemacht. Wirklich nicht. Du dumme Göre! Wenn du sie runtergerührt hast, so holst du sie auch wieder selber rauf, ruft die nur böse. Da geht das Mädchen verzweifelt zum Brunnen. Sie schaut runter, tief runter und zittert vor Angst und Verzweiflung. Es hilft alles nichts, brüllt sie. Ich muss reingumpen und die Nadel wieder raufholen. Sie nimmt allen Mut und alle Kraft zusammen, die sie nur hat, und springt in den Brunnen. Da wird sie ohnmächtig. Alles wird schwarz. Als sie aber wieder zu sich kommt, da liegt sie auf einer wunderschönen Wiese mit Tausenden von Blumen. Und die Sonnenstrahlen kützeln ihre Nase. Sie steht auf und macht sich auf den Weg über die Wiese. Da schmeckt sie plötzlich etwas ganz, ganz Feines. Sie folgt dem wunderbaren Duft und kommt zu einem grossen, hell erleuchteten Backofen. Dort innen liegen ganz viele Brötchen. Oder nein, doch nicht. Als sie genau hinschaut, sieht sie, dass es eine ganze Mannschaft von Griti-Bänzen ist. Hol uns raus, uns ist es viel zu heiß. Hol uns raus, uns läuft schon der Schweiß. Hol uns aus dem Ofen raus, an die frische Luft. Dort verströmt mir ein feiner Duft. Hol uns raus, hol uns raus. Da geht das Mädchen offen und zieht alle Griti-Bänzen raus. Die bedanken sich und winken ihr zum Abschied zu. Sie läuft weiter über die Wiese. Da kommt sie zu einem grossen Baum, der voll hängt mit Äpfeln. Man hat das Grün der Blätter fast nicht mehr gesehen hinter all diesen roten Äpfeln. Und der Baum, der ruft ihr zu. Schüttel mich und rüttel mich, meine Äpfel sind all reif. Schüttel mich und rüttel mich, meine Äste hängen so tief. Riss die Äpfel für mich auf und leg sie auf den Haufen drauf. Befrei mich von dieser grossen Last. Schüttel mich und rüttel mich. Schüttel mich und rüttel mich. Da schüttelt und rüttelt sich kräftig am Baum. Und die Äpfel fallen alle runter wie schwere Regentropfen. Wo der Baum von allen Äpfeln befreit worden ist und sich wieder wohl und leicht fühlt, legt sie alle Äpfel auf einen riesig grossen Haufen und geht weiter. Endlich kommt sie zu einem kleinen Haus mit grünen Fensterläden. Durchs Fenster sieht man eine alte Frau,
mit grossen, schiefen Zähnen. Sie schüttelt wie verrückt ein Küssi aus. Frau Holle schüttelt das Küssi aus. Es fallen weisse Fäden draus. Die Flocken tanzen umeinander. Sie verwandelt jetzt das ganze Land. Alles ist jetzt weiss, voll Schnee und Eis. Weil die alte Frau ziemlich gefürchtig aussieht, kommt das Mädchen ein bisschen Angst über und will fortlaufen. Aber die Frau ruft ihr nachher: «Vor was hast du denn Angst, liebes Kind? Bitte, bleib bei mir. Ich bin einsam und habe ein Haus voller Arbeit, das ich nicht allein machen mag.» Das Mädchen geht langsam wieder auf sie zu. «Du brauchst Hilfe?» fragt sie vorsichtig. «Ja, bitte», sagt die alte Frau. «Wenn du bei mir bleibst und alle Arbeit gut machst, dann soll es dir für den Rest vom Leben gut gehen. Du musst nur schauen, dass du immer schön bettest und mein Kopfküssi ganz gut ausschüttelst, so dass die Federn richtig fliegen. Dann schneit es auf der ganzen Welt. Ich bin nämlich die Frau Holle.» Und da hat Frau Holle so nett und ehrlich getönt, dass das Mädchen Vertrauen fasst und einwilligt, bei ihr einzuziehen und ihr zu helfen. Viele Stunden, Tage und Wochen ist sie dort, hilft im Haushalt und macht das Bett. Das Küssi schüttelt sie so kräftig aus, dass die Federn wie Schneeflocken umeinander fliegen. Das Mädchen schüttelt das Küssi aus. Es fallen weisse Fäden draus. Die Flocken tanzen umeinander. Sie verwandelt jetzt das ganze Land. Alles ist jetzt weiss, voll Schnee und Eis. Und als Dank dafür geht es ihr auch wirklich, wirklich gut. Und sie hat ein schönes Leben bei der Frau Holle. Niemand ist mehr böse zu ihr. Sie kommt immer genug zu essen über und kann glücklich sein. Eines Tages aber, da wird sie traurig und hat selber nicht richtig verstanden, warum. Bis sie gemerkt hat, dass sie Heimweh hat. Auch wenn es ihr da doch 1000-mal besser geht als daheim. Darum geht sie zu der Frau Holle und erzählt ihr davon. «Ich verstehe, dass du heim willst. Und weil du mir so gut geholfen hast und immer so lieb gsi bist, möchte ich dich selber wieder aufbringen. Über die Wiese, an Baum und Ofen vorbei, den Brunnen darauf und heim», antwortet Frau Holle. Sie nimmt das Mädchen an die Hand und führt es bis vor ein grosses Tor. Das Tor geht auf und was das Mädchen drunter steht, da sagt Frau Holle zu ihr: «Hast so viel gemacht für mich, soll Gold regnen für dich, noch mehr für dich, noch mehr für dich.» Da geht ein Haufen Gold, ja ein richtiger Goldregen aufs Mädchen runter. Es bleibt an ihr hängen, sodass sie richtig voll wird vor lauter Gold. «Das ist alles für dich, weil du so fleissig bist bei mir», sagt Frau Holle und gibt ihr auch die Nadel wieder, die im Brunnen gefallen ist. Da schliesst sich das Tor und das Mädchen befindet sich wieder oben auf der Welt. Nicht mehr im, sondern neben dem Brunnen. Und sie sieht auch schon ihr Zuhause. Sie geht ins Haus hinein und weil sie so voll bedeckt mit Gold angekommen ist sie gut aufgenommen worden von ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester. Das Mädchen musste ihnen alles erzählen. Wie das Blut an die Nadel kam vom vielen Nähen, wie sie im Brunnen gelandet ist,
am Ofen und dem Baum vorbeigekommen ist und schliesslich Frau Holle getroffen hat, im Haus mit den grünen Fensterläden. Wo aber die Mutter gehört hat, wie sie zu all dem Gold gekommen ist, hat sie ihrer eigenen bösen und faulen Tochter befohlen, das Gleiche zu machen. Darum hat jetzt die müssen am Brunnen sitzen und nähen. Aber sie hat keine Geduld gehabt. Ich nähe sicher nicht, bis ich blüte. Ich stich mir einfach in den Finger, dann kommt ja auch Blut an die Nadel, sagt sie sich. Sie sticht sich in den Finger, rührt die Nadel in den Brunnen und gumpet hintendrein. Auch sie ist auf die wunderschöne Wiese mit Tausenden von Blumen gekommen. Und auch sie ist gekützelt worden von den Sonnenstrahlen. Aber sie hatte keine Augen dafür und ist schnell weitergegangen. Da kommt sie zum grossen, hell erleuchteten Backofen. Und dort drinnen liegen wieder ganz viele Brötchen. Hol uns raus, uns ist es viel zu heiß. Hol uns raus, uns läuft schon der Schweiß. Hol uns aus dem Ofen raus, an die frische Luft. Dort verströmt mir ein feiner Duft. Hol uns raus, hol uns raus. Hol uns raus. Aber sie schaut nicht einmal her, ruft nur «Sicher nicht, auf das habe ich gar keine Lust» und läuft einfach weiter. Da kommt sie auch zum Baum mit Tausenden von Äpfeln dran. Und der Baum ruft ihr zu. Schüttel mich und rüttel mich, meine Äpfel sind all reif. Schüttel mich und rüttel mich, meine Äste hängen so tief. Lies die Äpfel für mich auf und leg sie auf den Haufen drauf. Befrei mich von dieser grossen Last. Schüttel mich und rüttel mich. Schüttel mich und rüttel mich. Aber sie schenkt dem Baum keinen einzigen Blick, sagt, und dann geht mir dabei noch ein Äpfel auf den Kopf. Nein, ich bin doch nicht blöd. Und läuft einfach wieder weiter. Wo sie dann vor der Frau Holle ihrem Haus mit den grünen Fensterläden steht, da hat sie keine Angst. Sie hat ja schon von der alten Frau mit den grossen Zähnen gehört. Und wo die sagt, ich bin einsam und habe ein Haus voller Arbeit, das ich nicht allein machen mag. Hilfst mir? Da sagt das Mädchen gerade, ja. Am ersten Tag ist sie auch noch richtig fleissig und hat sich richtig überwunden. Sie hat das Küsschen geschüttelt wie verrückt, sodass die Federn wie Schneeflocken umgeflogen sind. Das Mädchen schüttelt das Küsschen aus. Es fallen weisse Federn draus. Die Flocken tanzen umeinander. Sie verwandeln jetzt das ganze Land. Alles ist jetzt weiss, voll Schnee und Eis. Wenn die Frau Holle ihr einen Auftrag gegeben hat sie an das viele Gold gedacht, das sie geschenkt bekommen und hat sich darum viel Mühe gegeben. Aber schon am zweiten Tag ist es etwas anders gelaufen. Das Mädchen schüttelt das Küsschen aus. Es fallen weisse Federn. Sie fängt nämlich wieder an zu faulenzen. Am dritten noch mehr. Und am vierten will sie schon gar nicht mehr aufstehen und bleibt faul im Bett liegen. Sie macht auch der Frau Holle ihr Bett nicht mehr und ist ihr gar keine Hilfe. Da hat Frau Holle genug von ihr. Ich will dich wieder raufbringen. Über die Wiese, an Baum und Ofen vorbei, den Brunnen drauf und heim, sagt sie. Das Mädchen freut sich schon und denkt an das viele Gold. Glaubt, jetzt kommt endlich der Goldregen. Sie laufen miteinander vors Tor. Das geht auf und das Mädchen steht grinsend drunter. Da sagt Frau Holle zu ihr: Du
hast nichts gemacht für mich, soll Pech regnen für dich, nur mehr für dich, nur mehr für dich. Ja, da geht kein Gold auf sie runter, sondern kohlrabenschwarzes, klebrig grusiges Pech. Das ist deine Belohnung für alles, was du gemacht hast. Oder eben nicht gemacht hast, sagt Frau Holle. Das Tor schliesst sich und das Mädchen steht wieder vor ihrem Haus. Das Pech aber bleibt an ihr hängen, ein Leben lang. Und so hat es ab jetzt ein faules, böses Pechskind und ein fleissiges, liebes Glückskind gegeben. Und man hat ihnen nur noch Pechsmarie und Glücksmarie gesagt. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.